Mittwoch von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Wir überdrohen von heute Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Auffang sangen wir Notre-Dame de la Terre vom Jean-Pierre Kempf. Bei der Aussetzung Allez-vous-en sur les places vom Odette Vercruz, die Regina Zöli Magnificat 574, den Tantum Ergo op Melodie von Du aus Davids Stamm geboren, und als Schlusslied Wie unsere Väter flehten vom Jean-Pierre Beicht. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Fuge in C, Bachwerkeverzeichnis 564 vom Johann Sebastian Bach. Kantore sind Madame Claire Vio an den Herr Luc Nilles. Thema von der Predigt von der Madame Midi Hellers, Kooperatrice pastoral an der Paar Cordal Saint-Barb aus Haut. Unvorstellbare Begegnung, die alles verändert. Jésus-Christ.
quand un jour il faut partir, la douceur de ton visage nous promet un avenir. Notre-Dame des étoiles dans le ciel des soirs d'été, tu recouvres de ton voile ceux qui prient à tes côtés. Notre-Dame des aurores, des matins au jour nouveau, aujourd'hui pour nous encore, tu seras notre flambeau. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf,
den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leven Herr Kardinal, leven Herr Weihbischof, leef Leid alle Gur hier an der Kathedral, daheim, über die Radio, Tele oder Internet. Leef Leid Thema von Haut aus, ob einmal war alles ernst, unvorstellbare Begegnung, die alles verändert. Viel von uns haben bestimmt schon die schmerzvolle Erfahrung gemacht, dass ein lieber Mensch gestorben ist. An der Familie, am Freundeskreis, lief Noperen. Am Trauerprozess erinnern wir uns dann oft an die schönen, aber vielleicht doch manchmal an die mannerschönen und die mich schweren Momente. Aber wie den Dietrich Bonhoeffer sieht, was lebt mich groß, was den Abschied mich schwer. Am Bibeltext von Haut beginnen wir der Maria Magdalena, eng von den ersten Jüngerinnen von Jesus. Ihre Freund der Meister, also brutal erderweis gestorben. Auch sie hat bestimmt eng schreckliche Trauer erlebt. Nur Jesus seinem Tod, frei Neues, sobald Gesetze erlaubt haben, als sie bei dem Jesus sei Grab gegangen. Ihre Gelo, den Bibeltext mir genau betrösten, erlauben ich mir ein kleine Klammer abzumachen betreffend Maria Magdalena. An der Junker Kirche von den ersten Jahrhunderten gouf ihre Personage, an der das teilweise nach vor bis heute, an zwei Richtungen kommentiert. Maria Magdalena, eng betuchte Madame, gebärtig von Magdala, der Gegend vom See Genezareth. Sie hatte Jesus als ein Jünger auf seine Reise begleitet und ihn dabei finanziell unterstützt. Die andere Version: Maria Magdalena, eng Sünderin, von böse Geister Besieger gefangen. Der Jesus hat sie geheilt und dafür hat sie sich seiner Jüngerschaft angeschlossen. An der damaligen ersten patriarchaler Kultur von Religioner Gesellschaft hat sich vor allem die zweite Version durchgesetzt. Das ist auch sicher eine von den Ursachen, für was das Evangelium
von einer Frau, die schon den heiligen Augustinus Apostelin der Apostel genannt wird, bis heute am liturgischen Kalender offiziell nicht mehr an der Woche gelesen wird. Dabei hat Maria Magdalena zu einem engen Reso von Frauen gehört, die Jesus begleitet und unterstützt haben. Und nach der Auferstehung war sie doch den ersten Zeichen, den Jesus ausgeschickt hat. Am Lukas-Evangelium, am Kapitel 8, da heißt es, die 12 begleiteten Jesus, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte, Maria Magdalena und viele andere. Sie unterstützten Jesus mit dem, was sie besaßen. An der Junker Christengemeinschaft waren Maria Magdalena und auch der Petrus unerkannte Personagen. Alle beide stungen dem Jesus noch. Die gemeinsame Weg mit ihm hat ihr Leben neu orientiert, verändert. Zu all dem gibt es ganz viel zu sagen, wir dürfen als heute Platz an der Kader auch nicht. Maria Magdalena, so heißt es am Evangelium, hat sich frühmorgens auf den Weg gemacht bei dem Jesus sei Graf. Wie sie das auf den Graf gesehen hat, als sie bei den Petrus an die Johannes gelaufen. Dann sind die 2 Männer bei dem Graf gerannt. Die 2 haben ein Constat des lieux gemacht, schied verdrehen auf seine Manier, als sie nicht heimgegangen. Und hat Maria Magdalena allein gelassen. Lo steht sie da, allein beim Graf, erkreischt. Aber was hat sie da beim Graf gesicht? An anderen Evangelien heißt es, dass die Frauen entsprechend der damaligen Kultur für eine würdige Bestattung dem Jesus sein Körper wollten salven. An diesem Text steht davon nichts. Was hat sie beim Graf gesicht? Erinnerungen, gemeinsame Erlebnisse. Beim Jesus singen verstorbene Körper sich einfach keine fallen lassen, erkreischen. Ein bisschen wie mir, wenn mir ob Graf geht von einem Leben Verstorbenen. Hat auch sie bestimmt hören, wie die Jesus seine Jünger sein Leidensweh, sein Tod, aber auch seine Auferstehung angekündigt hat. Aber Maria Magdalena, gerade wie die Jünger, und auch mir Haut, hat sich schwer damit getan, das zu glauben. Der Schmerz war zu groß. Da sitzen dort 2 Engel beim Graf, denen hier Präsenz, gerade wie hier froh, für was kriegst du? Das schenkt sie nicht zu erstaunen. Sie ist an ihrem Film. Sie dreht sich und da steht da noch ein anderer Mann. Wir wissen heute, wen das war. Sie aber hat hier nicht erkannt. Und noch die fragt sie, für was kriegst du? Wer siehst du? Liebe Leute, für was stellte Jesus hier das froh? Wusst ihr dann nicht, für was sie ging kreischen? Ich wohne zu so ein Dach. Hier wusstet. Mit Jesus war ein wunderbarer Pädagog. Hier wusst, der Schmerz, die Trauer, das muss alles raus. Ihre Mensch kann abgehen, für neue Wehr, etwas Neues abzuholen, muss der Alt aufgeschlossen, losgelassen gehen. Der Jesus hat Maria erlaubt, hier Trauer auszudrücken. Aber recht, wie hier sie mit dem Namen gerufen hat, konnte sie ihn erkennen. Maria. Maria.
Wie oft muss hin sie so gerufen? Den Ton, der Blick. Op einmal war alles ernst. Sie hat verstanden, wie viel hier stehen. War ein emotional Achterbun. Der Jesus war tot, sie hat ihn um Kreuz gesehen hängen, sterben, hier gouf begraven. No nöchte voller Ängsten an ohne Schlaf, könnt sie freimues bei Graf, huet do bei Meidle Graf all Tränen aus ihrem Herz gekrasch. Und dann steht ihre Freund am Meester, bemol liewech firun hier. Muss neis dat vorstellen. Sie wollt hier ne Mäbeln festhalten. Hal mich nicht fest, mir geh a so menge Brüder. Hal mich nicht fest. Vergangenheit muss sie loslassen. Die Jesus bleibt für immer an ihrem Leben, aber ernst wie für drun. Geh a so menge Brüder. Die Aposteln, die am Deivelen, die hinne längelos, andere, die hier verroden hatten, hier nennt sie, und dummer doch eis all. Brüder, an ich füge bei, Schwestern. Maria Magdalena, Apostelin der Apostel, eng Frau. Sie als den ersten Zeichen vom Jesus-Singer Oberstehung mischt, was hier seht. Geh a so menge Brüder. Ob schon die jeno Evangelium just den Kopf gerüsselt tun. Wie bereiert muss Maria Magdalena gewirrscht sein, dass sie sich nicht gehen hat und nicht aber gemerkt hat. Aber wie Jesus du noch selber auch seine Brüder, die sich aus Angst angesperrt hatten, erschenken ass, du konnten auch sie den Mund nicht mehr halten. Auch hier das Leben hat die Begegnung komplett auf den Kopf geheilt. Auf einmal war alles ernst. Hätten sie diese Message, den Demos gerade wie Haut, komplett jaus unmöglich geklungen hat, nicht weitergehen, nicht an der Welt verkündigt, da weißt du mir Haut nicht von Jesus. Du musst mir als Lot vorstellen, was wir an meinem Leben ernst, wenn ich von Jesus nicht weiß. Leben ohne Glauben und Oberstehung. Leben ohne das Hoffnung und Perspektiv. Was wir dann ernst? Vielleicht, wenn Jesus für uns wichtig ist, dann ist es heute nice, das Botschaft weiterzugehen. Geh a so menge Brüder und Schwestern sortieren. Das sieht hier noch aus, auch Eis Haut. Aber was können, was müssen wir machen, für dass die nächste Generation, die Jesus kennenlernt, und durch ihren Glauben an Hoffnung kann erleben? Also doch nicht so, dass Glauben nicht ändert, und aber alles ändert. Wenn wir es nicht machen, wie möchte das dann? Auch möchte das alles keiner allein. Dafür braucht es Gemeinschaft, Struktur, missionarischen Eifer, Berufungen. Das Evangelium von Haut rief uns ab, uns froh zu stellen, was erwarten oberstandenen Haut von uns, von mir, schied verdrängen persönlich. Für das sein Wort kann verkündigt gehen, was kann und was misst du unser persönlicher Beitrag sein. An der Por, an der Familie, am Freundeskreis. Wie demals brauche doch Haut dazu Glauben und viel Courage.
An einem Moment von Stille invitieren ich für nachzudenken und am Gespräch mit Jesus hin zu fragen, wie kann ich, wie willst du, dass ich heute dein Wort weitergehen? Wie dann einem französischen Gebet heißt, Seigneur, que dois-je faire pour mieux te connaître, pour mieux t'aimer, pour mieux te suivre, pour mieux te servir. Wie Änderungen stehen müssen wir akzeptieren, wohnen an der Kirche, an unserer Por, an der Familie, für das dein Wort Jesus nicht verloren geht. An den Glauben und dich weiter kann Hoffnung und Perspektive schenken. Die Generationen von unseren Kindern und Enkelkindern. Heilig Maria, Gottes Mann, allein können wir das nicht. Trägerin am Lied, biet für uns, dass wir auch heute Courage haben, für auf die Stimme von dem Jungen zu lauschen, und gemeinsam mit anderen diesen Weg zu sichern und zu finden.
un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Herrgott, de Jesus as Oberstanen. Hien hört doch eis versprach, dass an eisem Leben den Tod nicht das letzte Wort wird. Am Glauben und des Versprechen kommen wir beide mit eisem Gebet. Wir beten für die Familien, die durch ein Accident ganz brutal und unerwartet ein Leben Mensch verloren haben. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns. Wir beten dich, trägst die traurigen Familien, die sich schwer tun beim Glauben an dich. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns. La veille de son décès, Saint Jean de la Croix disait, « Le meilleur nous attend. » Seigneur, fortifie notre foi dans les moments de désolation et de doute. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Wir beten dich für die Älteren, die ihr Kinder mussten gehen lassen. Schenk denen, die zurückbleiben, ein Zeichen, dass die Verstorbenen bei dir ankommen. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns. All die Professionellen am Bereich von der Pflege leisten besonders in Corona-Zeiten Stirbett von Kranken eng unersetzliche Arbeit. Schenk ihnen am beruflichen Alltag viel Kraft, lebt an die richtig Werte. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns. Seigneur, dans un moment de silence, nous te confions nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Herrgott, erhöre uns Gebet. Dat, was wir aussprechen, an dat, was du allein kannst. Darum beten wir dich, durch Christus, unseren Herr und Bruder. Amen. Regina Celi, alleluia,
Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliqueste, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr nach ein lauschen, heute Abend um 18 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr Dock. Wie die dich für drin, man ich auch heute nicht darauf aufmerksam, wie die Leute die Möglichkeit nicht tun, an die Kathedral zu kommen, dass sie aber ein Kerz an ihren Ulayes brennen können lassen, an dem es ganz einfach der Betrag von der Kerz überwiesen wird auf den Konto von der Kirchenfabrik von Notre Dame. Ein warmen Appell geht doch weiter für Dauern für die Restauration von der Urgel an auch, weil weiterhin Sonntagsmass an Oktavandachten sollen überdrohen gehen, auch dafür einen warmen Appell für einen Don zu machen. Die betreffenden Kontosnummern fand ihr auf kathol.lu. Für die Leute hier in der Kathedral, für die dich für 300 Euro Lorem Gelegenheit, für eng oder 2 Quarte Matt zu holen, wo Trägstrin kann bei ihnen auf Besuch kommen, indem es da die Quarte einer Person checkt, die krank ist, die einsam ist, sicher froh ist, wann Trägstrin mit ihrem Trost bei sich heben könnt. Ihr könnt die Quarte hier aufholen beim Podium, wo normalerweise Choral steht. Wir wünschen euch alle Guten weiterhin eine ganz schöne Oktavzeit nach. Und dann gehen wir das Mikro zurück an das Studio.